Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als wir abgehauen sind, weil die Typen vom David uns gejagt haben. Und die Ellie wollte sie mit dem Pferd ablenken vom Joel. Und dort dabei ist leider unser getreue Callus verstorben, weil der von einer Kugel erwischt worden ist. Und dann sind wir da in der Siedlung hier gelandet. Jetzt haben wir auch die Schrotflinte. Dann sind wir in der Siedlung gelandet und ja, da sind die Typen von David hinterher gewesen. Und die können wir... Mieses Arschloch. Die Ellie beleidigt mal wieder jeden auf ihr ultra charmante Art. Und ja, wir haben jetzt, wie gesagt, hier noch sehr gut alles heimisch erledigen können bisher. Und ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Wo ist sie jetzt hin? Ja, super. Bisher bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Und so wie ich derzeit spiele, muss ich auch sagen, kommt es auch so rüber, als wäre die Ellie wirklich tough und als hätte es echt mordsmäßig drauf im Vergleich zu den Typen. Gucken wir hier nochmal rein. Hab ich im letzten Let's Play schon gesagt, ich bin ein bisschen arg schlacher, beziehungsweise bin mich ein bisschen am Räuspern und ja, mach halt mehr Geräusche als sonst. Mehr Störgeräusche. Ich hoffe, ihr könnt mir das noch sehen. Ich wäre wahrscheinlich da in der Welt auch nicht gerade so der beste Schleicher, weil ich dann wegen meinem Räusperei und Pipapo und wegen meinem Gehuste und alles wohl eher, ja, auffälliger wäre. Die haben nichts mehr dabei. Aber die Pfeile vielleicht noch. Jawohl, die Pfeile kann ich von beide noch eissacken. Sieht so aus, als wäre keiner von den Typen mehr da. Dann bin ich mal so frech und erlaubt mal hier mal die Deckung freizugeben. Gehen wir mal hier in das Gebäude rein. Guck, was es da noch alles Schönes gibt. So was basteln können wir auf jeden Fall noch. Ah, prima. Noch ein Nachelbomb. Super. Ja, und ich glaube sowieso als Racher wäre ich auch nicht gerade beste Überlebende, wenn ich da die ganze Zeit hier am Rumhüstle wäre. Aber ob man in der Zeit noch Zigarette kriegt, ich glaube eher nicht. Und wenn, dann wären die höllisch abgelaufen. Wanderweg. Okay. Der sollte hier ausführen. Aber die Leute werden wahrscheinlich Racherwasser noch zwischen die Finger kriegen. Und jetzt wird's spannend, weil die Ellie kann ja nicht schwimmen und wir haben hier Eiswasser. Du packst das, Ellie. Du musst sie natürlich motivieren. Okay. Fall nicht ins Wasser. Fall nicht rein. Aber, Oh da je. wir anscheinend immer noch in Colorado sind, nutzen wir doch mal hier die Gelegenheit, wenn wir hier stehen, um die absolut geile Landschaft uns hier anzugucken. Auch wenn das Wasser hier teilweise vereist ist. Aber das ist so geil hier, das Panorama. Nach mit den Häuser hier, mit einer Ferienwohnung oder was das auch mal früher war. Das ist unglaublich geil und ich wollte es einmal auf mich, beziehungsweise wollte es einmal auf mich und auf euch einmal wirken lassen. Damit ich das mal angucken könnt, weil das ist unglaublich toll gemacht, finde ich. Das ist mal wieder so eine Gegend, die echt mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht worden ist und die absolut hinreißend ist, wie ich finde. Und du hättest mir bestimmt auch gut gefallen, wenn man da Urlaub gemacht hätte hier in so einer Hütte und so dann hier Angelurlaub und sowas gemacht hätte. Oh, das muss richtig toll gewesen sein, als es noch hier im Betrieb war, das Ganze. Aber auch im Winter kann das sicher nochmal als Basis bzw. als Schlupfwinkel für den Winter für so manche Überlebende dienen. So, dann haben wir jetzt die ganze Zeit Ellie Bürzel gesehen. Gehen wir hier hoch und hier gibt es dann nämlich noch was für alle Sammler unter euch. Und zwar, tada! Negentropie. Drehen wir uns das um, gucken uns das mal an. Dann Captain Ryans Führerschaft und Danielas technischem Wissen wurde die Überfälle der letzten Wacht noch waghalsiger. Wird sie als Wissenschaftlerin es aushalten, ihre Gabe für die Vernichtung einzusetzen? Ah jo, wird sie das. Aber die Ellie kann sich das jetzt eher nicht durchlesen. Wobei, wir könnten uns ja eigentlich hier hinsetzen und mit der Landschaft hier im Rücken oder vor uns könnten wir natürlich hier den Comic lesen. Aber ich glaube, die Umstände sprechen eher weniger dafür, dass das derzeit funktioniert. Geht's hier nicht weiter. Und hier müssten wir durch. Ich gehe jetzt einfach mal auf das Ei, was das Spiel hier vorschreibt. Oh, da komme ich nicht durch.
Ja, theoretisch können sie sich ja eigentlich schon durchquetschen, aber ist ja ein Spiel. Von daher gehen wir mal drauf ein. Und ziehen So, das Ding das zurück. war's. Ja, da war auch ganz schön Kraft, die Klee. Geht's hier weiter. Jetzt können wir ja durch. Und weiter geht's mit der nächsten Type. Ich glaube aber, das kriege ich leider nicht so gut hier. Wow, ach, super schön Da gemacht. muss ich hin. Halte durch, Joel. Super schön gemacht hier. Hotel. Hotel. Und da können wir nicht nur übers Tor klettern anscheinend, deswegen müssen wir durchs Hotel durch. Und ich versuche hier auch wieder heimlich zu agieren. Ach, wenn ich, wie gesagt, befürchte, dass das nichts wird, das ist bei mir bisher schon immer fehlgeschlagen. Außer es bringt jetzt tierisch Glück, dass ich Let's Plays mache. Und dass ich da mal ausnahmsweise heimlich vorgehen kann. Da hätte sich normalerweise eigentlich auch durchquetschen können, aber... Jo, sind wir mal nicht so. Gehen wir mal drauf ein. Na, wo sind sie dann, die Typen? Ah, da sind sie. Wo ist die Kleine hin? Ich hab doch Eich gesucht. Nicht, wo ist die Kleine hin? Gut, dann probieren wir das nochmal heimlich. Und ich bin mal gespannt, ob ich es, wie gesagt, erstmal hinkrieg. Okay, der Typ geht da lang. Versucht man von hinten zu überraschen. Nee. Entdeckt worden. Schade drum. Na gut. Mieses Arschloch. Die flucht erheblich mehr als der Joel, muss ich sagen. Aber es gefällt mir persönlich auch sehr gut, die Ellie zu spielen, muss ich sagen, weil am Anfang war sie ja noch so ein bisschen hilflos und hat erstmal alles lernen müssen und alles. Aber seit sie da mit dem Joel unterwegs ist, hat die richtig was gelernt, die Claire. Hier drüben! Jo. Drecksack. Mann, das ist eine Zynikerin. Nee, ich mag die Claire wirklich, die ist echt cool. Nee, die ist echt ein saucooler Charakter. Ich mag die unglaublich gern. Die ist direkt zusammen mit dem Joel mein Favorite-Charakter und dort noch kommt auch, wie gesagt, gleich der Bill. Bill ist nach wie vor auch einer von meiner absoluten Lieblingscharaktere hier. Ja, wunderbar, da hat es aber auch hier ganz gut geklappt, obwohl wir nicht so heimlich vorgegangen sind, hat es auch im offenen Kampf ganz gut funktioniert. Und dann gehen wir mal ins Hotel rein. Ich will hier nicht festsitzen. Nee. Das täte ich auch nicht wollen, beim besten Willen nicht. Gehen wir hier rein. Haben hier noch was gefunden? Wobei das schon sehr geil gemacht ist wieder. Also da kann man nichts sagen. Ich finde gerade vom Aufbau Wo hier geht's hier raus? wie alles gemacht ist, ist das absolut genial. Deswegen könnte ich wirklich sagen, ich genieße eigentlich jeden Moment von The Last of Us, weil es ist so unglaublich gut gemacht. Selbst wenn es so ein paar Stereotype Gebäude gibt, sind die alle miteinander irgendwie dann doch wieder unterschiedlich. Aha, das geht nicht. Hier geht's auch noch nicht. Und eigentlich müsste es auch lohnen, die Gepäckstücke zu durchwühlen. Aber jo. Steht mal wieder Sache. Ihr liebe Leid. An der Stelle mache ich wieder einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Teil von Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Machen's gut. Euer Yankee.